Halo, guten Tag, dobar dan, dobrodošli u novu video lekciju. Da li znate šta znači stellen, a šta stehen? Šta znači legen, a šta liegen? Hängen, ali sitzen, setzen. Dakle, popularni parovi glagola koji zvuče veoma slično, ali imaju različito značenje i različito se koriste kad su u pitanju padeži. Jedni odgovaraju na pitanje wo, jedni na wohin. Dakle, uz ove glagole provežbajte u ovom videu i padeže. Dve stvari odjednom. Ako ste spremni, krećemo odmah. Broj 1 je liegen, oder legen. Broj 2 će biti stehen, oder stellen. Broj 3 će biti sitzen, oder sich. Broj 4 ćemo zapravo odlučiti da li koristimo wo ili wohin, koje pitanje. Dakle, ovo liegen, stehen i sitzen odgovaraju na pitanje wo. Gde? Znači gde nešto leži, gde nešto stoji, gde nešto sedi. A legen, stellen und setzen odgovara na pitanje wohin, znači gde mi nešto stavljamo. Kad nešto stavljamo da leži, da bude položeno, onda je legen. Kad stavljamo uspravno, onda je stellen und setzen. Ok, dobro. Znači, broj 1 je liegen oder legen, treba da odlučite. I rečenica glasi tepih, mi kažemo se nalazi, nećemo reći leži ispod kreveta, ali nam treba jedan od ova dva glagola. Dakle, tepih leži ispod kreveta. I tačan prevod je der Teppich liegt, znači liegen. Der Teppich liegt i samim tim koristimo dativ unter dem Bett. Dakle, odgovara na pitanje gdje leži tepih, wo liegt der Teppich. Der Teppich liegt unter dem Bett. Sljedeće rečenici, sljedeće pitanje je gdje da stavim tepih. Dakle, sad je neka akcija gdje da ga stavim, odnosno položim. To gdje zapravo neće biti gdje, nego kuda. Znači sad je akcija stavljanja tepiha. Dakle, gdje ću ili kuda da stavim taj tepih će biti wohin, legt, odnosno lege ich den tepih. Ili možemo reći wohin soll ich den Teppich legen. Wohin lege ich den Teppich? Wohin soll ich den Teppich legen? U svakom slučaju, znači koristimo ovaj drugi. Legen, nešto negde položiti. Wohin lege ich den Teppich? I ako hoću da kažem stavi ga ispod kreveta, znači du sollst den Teppich unter das Bett legen. Dakle, sad koristimo akuzativ sa legen i nije više unter dem Bett, ispod kreveta, nego stavi ga ispod kreveta, će biti unter das Bett. Znači, das Bett, akuzativ je ostao isti. Wohin lege, der Teppich liegt unter dem Bett. Wohin lege ich den Teppich? Wohin soll ich den Teppich legen? Du sollst den Teppich unter das Bett legen. Dobro, ona stavlja stvari u ormar. Akcija stavljanja. Gde? Wohin? Sie legt, znači liegen. Sie legt die Kleidung, akuzativ, in den Schrank. Der Schrank, den Schrank. Sie legt die Kleidung in den Schrank. Gdje je njena odeća? U ormaru. Leži u ormaru.
Ihre Kleidung liegt in dem, odnosno im Schrank u dativu. Ihre Kleidung liegt im Schrank. Im Schrank. Sie legt die Kleidung in den Schrank. Ihre Kleidung liegt im Schrank. Ćemo dalje. Mnogo knjiga se nalazi i leži na stolu. Znači mirovanje leže sa dativom. Also viele Bücher liegen auf dem Tisch. Viele Bücher liegen auf dem Tisch. Stavljamo knjige na sto. Wir legen die Bücher auf den Tisch. Wir legen, stavljamo, akcija, polažemo knjige na sto u akuzativu auf den Tisch. Wir legen wohin? Auf den Tisch. Na ulici stoji, leži jedan novčanik sa mnogo novca. Znači, je na ulici, leži, znači dativ. Eine Brieftasche mit Geld, mit viel Geld. Auf der Straße liegt eine Brieftasche mit viel Geld. Ona voli da leži na suncu. Dativ, sie liegt gerne. Dativ, in der Sonne. Sie liegt gerne in der Sonne, na suncu. Pas leži ispod stola. Der Hund liegt unter dem Tisch. Der Hund legt sich unter den Tisch. Bi bilo on ide da legne. Legt sich unter den Tisch und to je legen sa akuzativom und liegt unter dem Tisch. Stellen oder stehen. Stavljam sto na terasu. Znači, ich stelle den Tisch auf die Terrasse. U akuzativu, gde stavljaš? Wohin stellst du den Tisch? Ich stelle den Tisch auf die Terrasse. I stoji na terasi. Der Tisch steht auf der Terrasse. Sada gde se nalazi, gde stoji sto? Der Tisch steht auf der Terrasse. Steht auf der Terrasse. Jelo se nalazi na stolu. Das Essen steht auf dem Tisch. Das Essen steht auf dem Tisch. Ja stavljam jelo na sto. Ich stelle das Essen auf dem Tisch. Ich stelle das Essen auf dem Tisch. On stavlja svoje cipele u ormar. Stellt seine Schuhe in den Schrank. Wohin? In den Schrank. Akuzativ.
Er stellt seine Schuhe in den Schrank und seine Schuhe stehen im Schrank. Wo? Im Schrank. Njegove cipele sada stoje u ormaru. Seine Schuhe stehen im Schrank. Im Schrank. Dobro. On stavlja flašu i čašu na sto. Er stellt die Flasche und Gläser auf den Tisch. Znači wohin? Gde ih stavlja? U akuzativu. Er stellt die Flasche und Gläser auf den Tisch. Ona stoji na kiši i čeka. Sie steht. Wo? Im Regen. Und wartet auf den Bus. I čeka autobus. Sie steht. Wo steht sie? Im Regen. Und sie wartet auf den Bus. Ok. Sitzen oder setzen. Ona, majka, stavlja dete da sedne na stolicu. Znači, die Mutter setzt. Ona njega stavlja da seda. Das Kind wohin? Auf den Stuhl. Znači, uzima i stavlja ga na stolicu. Sie setzt das Kind auf den Stuhl. Sie setzt das Kind auf den Stuhl. Und das Kind sitzt, ona sedi, auf dem Stuhl. Sedi na stolici. Das Kind sitzt auf dem Stuhl. Mačka sedi ispod klupe. Die Katze sitzt unter der Bank. Die Bank je klupa. Wo sitzt die Katze? Gde sedi? U dativu unter der Bank. A seda ispod stolice, ispod klupe. Die Katze setzt sich unter die Bank. Ona seda wohin? Unter die Bank. Setzt, znači ovo je sitzen, ovo je setzen. Sie setzt sich wohin? Unter die Bank. Znači odgovor na pitanje wohin. Oni sedaju na terasu. Sie setzen sich auf die Terrasse. Ili balkon, muški rod, bit će auf den Balkon. Sie setzen sich, znači akcija u akuzativu auf die Terrasse, oder auf den Balkon. Gosti sede na terasi, die Gäste sitzen auf der Terrasse ili auf dem Balkon. Die Gäste sitzen wo? Dativ auf der Terrasse, odnosno auf dem Balkon. Gdje ćeš da sedneš ako nekog pitamo? Znači koristit ćemo wohin setzt du dich. Znači akcija. Wohin setzt du dich? Wohin setzt du dich? Sešću na pod. Ich setze mich auf den Boden. U akuzativu. Auf den Boden. Der Boden. Ich setze mich auf den Boden. Oni sede na kauču i piju kafu. Sie sitzen auf dem Sofa und trinken Kaffee. Wo? Auf dem Sofa. Dativ. Sie sitzen auf dem Sofa und sie trinken Kaffee. Zašto sediš na mom mestu? Warum sitzt du na momentu, znači dativ, auf meinem Platz. Warum sitzt du auf meinem Platz? Ako kažem možeš da sedneš na moje mesto, du kannst auf meinen Platz, treba nam je dich, du kannst dich auf meinen Platz setzen, ne sitzen, možeš da sedneš na moje mesto, du kannst dich auf meinen Platz setzen, sich setzen.
Dakle, wo ili wohin, kako odlučujemo, kako ćemo da postavimo pitanje. Evo možemo da kažemo ovako. Der Mantel hängt in der Garderobe. Dakle, kako ćete da postavite pitanje gde se nalazi kaput? Gde visi kaput? Znači gde? In der Garderobe, die Garderobe, in der, znači dativ wo. Govorno pitanje wo. Wo hängt der Mantel? Gde visi? Wo hängt der Mantel? In der Garderobe. Ich hänge den Mantel in die Garderobe. Sad imamo drugačiju situaciju. Ja ću da okačim kaput. Wohin? Znači gde? Wohin hängst du den Mantel? Znači mantel je ovde u akuzativu. Gde kačiš koga šta? Kaput. Wohin hängst du den Mantel in die Garderobe? Wohin hängt der Mantel? U prvoj rečenici kaput je subjekat, der Mantel. Wohin hängt der Mantel in der Garderobe? Ili hängt das Bild an die Wand. Znači gledam on kači koga šta sliku. Wohin? Kuda? Wohin hängt das Bild? Wohin? Gdje će da je stavi? An die Wand. Na zid. An die Wand. Akuzativ. Das Bild hängt an der Wand. Wo? Wo hängt das Bild? Gde je okačena slika? Gde visi slika? Wo hängt das Bild? Das Bild hängt an der Wand. Dativ, an der Wand. Das Handtuch, znači peškir, Handtuch hängt neben dem Waschbecken, znači pored lavaboa. Das Handtuch hängt wo? Gde? Dativ. Wo hängt das Handtuch neben dem, znači pored, neben dem Waschbecken. A ja kačim ich hänge das Handtuch, also Handtuch neben das Waschbecken, znači akuzativu. Das Waschbecken neben das Waschbecken. Wohin hängst du das Handtuch neben das Waschbecken? Dakle, kao što smo vidjeli, imamo razliku sa stehen, da je to dativ, liegen, da je to dativ i sitzen, da je to dativ. Znači wo, gde nešto stoji, gde nešto leži, gde nešto sedi. A stellen, liegen und setzen je wohin, gde nešto stavljamo. Kod hängen, znači nemamo isti je glagol hängen, ali se koristi u dva različita slučaja. Znači hängen kao nešto negde visi i hängen kao nešto negde okačiti. Pa tako iz konteksta jedino vidimo o kom se glagolu radi. I ok, to je to za danas. Vidimo se u narednoj video lekciji. Nadam se da ste odgledali do kraja i da ste ovo naučili i da ćete lajkovati video i pritisnuti subscribe. Ćus.